Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so einen Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Mark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig, Podcast von den schönsten Kurden aus der Schweiz. Bestätige ich. Danke vielmals. Heute mit 3 Wintertourer und zwar mit dem Jamal, Ist der? Sero und meiner Wenigkeit. Wie geht's dir, Bro? Gut, Bro. Mir geht's gut. Ich fühle mich wohl. Ja? Wohl, sehr schön, das ist wichtig. Das ist, Absolut. was viele Leute sagen, die reinkommen, sind immer so zwei Sachen. Erstens, krass, ich meine, das ist grösser und ich fühle mich sehr wohl. Was lustigerweise auch der gleiche Satz ist, wo Leute sagen, wenn sie mich nackt sehen. Du hast schon gecheckt, oder? Bro, Das Stein habe ich schon vor 2 Stunden. Punchline. Hast du schon mal gebracht, oder Punchline, nein. Wow, Einfach crazy. jetzt. Aber Bro, Krank. wenn ich halt will rappen, dann wäre es für viele da draußen schwierig. Bro, ich glaube, du könntest schon. Was meinst du, er in einem Battle 1 gegen 1 gegen den Knack? Also ich glaube, der Knack wäre kognitiv einfach stärker als ich, weißt Bro, also ja. Er will mich, glaube ich, auseinandernehmen. Aber dafür würde ich ihm eine fette Faust geben. Also es wäre wie... es wäre wie ausgeglichen. Ich habe mir gedacht, ja. Nein, Mann. Ja, es fängt ja geil an. Shoutout. Ja. Also du wärst so... Man, G. Also du wärst einfach so... Weiber gab es einfach der, wo so sagt, er so, und deine Mutter, sie geht irgendwo in den Kauf. Und er so, was? Ja, nein, man, G war wirklich, alles gut. Bro, ich muss aufhören über ihn reden, weil ich glaube, er schickt bald Leute auf mich. Was du schicken, Betreibungsamt? Bro, ich glaube, er und Julia X zusammen machen so einen... Tschüss, Mann. Was machen? Bro, was machen jetzt? Occupy da, hocken dann, wir gehen erst, wenn die sich entschuldigt. Bro, also ich glaube, das wäre eine gute Kombi. Es wäre wirklich Das wird krass. polarisieren, ganz klar. Weil dann müsste ich nicht 2 Songs nicht hören, sondern ich könnte einfach einen Song nicht hören. Nein, Mann, ey. Okay, nice, lang. Wäre eine gute Kombi, wirklich. Wir würden polarisieren, machen das. Jetzt Aber geben wir 10%. Ja. Gut, fair. Es würde wirklich polarisieren. Aber ja, genug, weißt du, ich muss aufhören über die reden, wirklich. Vielleicht schon, Bro. Ich war so am Cypher das Jahr. Und während er aufgenommen hat, hat mir jeder Bilder von ihm geschickt. Während er was? Während er seinen Part gemacht hat. Okay. Einfach zu mich stressen, also für mich das jucken. Vom Knack. Und vom Jule. Okay. Ja, Mann. Aber genug, Supporters. genug über sie. Genug, Bro. Mehr Wir über gönnen, dich. wir gönnen. Wir gönnen alle. Wir gönnen. Mehr über dich. Verstanden. Reden wir über... Also ich rede für mich. Ja, fair, ich auch. Reden wir über deine überhaupt, tu dich mal vorstellen. Wer bist du für die wenigen, die dich nicht kennen? Du kannst den Namen buchstabieren, das ist völlig neu für mich. J. Nein, du chillt. Mein Name ist Jamal, Bro. Jamal ist da. Jamal Brr auf Insta. Der Brr ist einfach irgendwie hoch, weißt du, das ist ein kleines Markenzeichen. Aber ja, voll, nein. Jamal, Josh für euch, für die Jungs. Voll. Und ich bin Künstler, ich bin Producer, ich Songwriter und unterstütze noch ein paar Künstler. Einfach so. Ja. Genau. Viel Musiker, Musiker, Rapper, auch Manager, Künstler. Tatsächlich ein bisschen alles. Ich habe auch Babaler, schon ein Video gedreht Babas. oder 2 und Ja. das und das und so. Ja, schön sind wir uns mal auch nicht zum Video drehen oder zum über... Oder zu Es ist schon etwas Scheiße drei. lachen. Also ist schon etwas Ja, drin. das stimmt, stimmt, Stimmt. eigentlich. Das ist schon wieder... Also man kann eigentlich sagen, immer wenn du das gesehen passiert Kunst. Ja, Hat sehr etwas. schön gesagt. Danke. Stark. Genau, du bist Musiker und ich freue mich sehr auf die Folge heute, weil es ist nicht nur eigentlich eine Folge mit einem Künstler, sondern es ist eine Folge mit 2 Künstlern. Ich würde sagen, es geht mal endlich um einen Künstler und Minty und es geht nicht um den Josh. Danke. Nein, du bist ja nicht nur als Künstler da, sondern eigentlich auch als ein guter Freund. Ja, Vor allem, ich kenne dich jetzt seit 2018 und darum ist es irgendwo durch auch kurz mit Freunden Folge.
Ja, voll. Schüch. Schüch, ja. Und mit dir kann man wirklich immer schön lachen, wie wir schon am Anfang gemerkt haben heute. Aber ich wollte unbedingt, bevor wir jetzt weitergehen, unbedingt noch über den Cypher reden, aber über den Cypher in 2018. Wo du deinen ersten Song, wo du das erste Mal überhaupt an einem Cypher warst, ich glaube noch bevor überhaupt irgendetwas gross released worden ist von dir. Ja. Oder? Gar nicht. Gar nicht. Es ist Gar so, nicht. du bist an Cypher und es hat nichts gegeben online über den Jamal. Nein, wir haben es eben vorher über das gehabt, aber ich erzähle es nochmal. Ja. Hinter der Kulisse hat man es einfach schon gewusst. Ein paar Leute aus der Industrie, ein paar Rapper haben gewusst, dass es mich gibt, aufgrund davon, weil ich mit 17 irgendwann mit den Jungs, also mit dem Fuego in einem Studio gelandet bin, beim Checka, in seinem alten Studio. Und dort einen Part aufgenommen auf einem Song, wo der Pimo, Shoutout Pimo, wo der Pimo einen Hook gemacht hat und ich einen Part gemacht habe und der Fuego einen Part gemacht hat. Und ich bin dann einfach in den Booth gegangen, die gar nicht gewusst, dass ich rap und so. Der Fuego ist so gewesen, also Bro, geh in den Booth, es hat noch ein paar frei. Bin reingegangen, ich habe einen One-Take runtergesmashed und bin wieder raus. Und das war wie gemacht gewesen. Und alle sind verdammt geflasht gewesen. Und dann ist der Song so ein bisschen umgegangen, Fuego hat das am Hero und so geschickt. Und ich glaube, die Jungs eben von Sektion und so, ich glaube einfach so ein bisschen umgegangen. Und dann ist es bis zum Mimix, zum Ali und irgendwie dann ist es zum Pablo. Und wenn ihr also Mimix und Ali etwas fühlt, dann fühlt es der Pablo ja. Dann fühlt der Pablo ganz klar auch. Aber weißt du zum Beispiel, also natürlich hast du einen gewissen Bias drauf, weil natürlich fühle ich jetzt zum Beispiel dich oder einen Isma oder so anders, weil er halt close ist. Weißt du, was ich meine? Klar. Aber ich meine, gibt es dann so viele Musiker aus Winterthur oder Rapper aus Winterthur, die zum Beispiel noch keinen Platz bekommen? Ich würde jetzt behaupten, nein. Ich persönlich würde behaupten, ich weiss plus minus von allen ein bisschen. Es hat mir mega viele Künstler gegeben in Winter. Es gibt mega viele Rapper und so. Aber für mich, es gibt einen Unterschied. Yes, Weißt du? Ja, man, Timebox. Ohne euch würde ich das gar nicht machen. Weißt? Also ich muss nicht so tun, ich kann das nicht belächeln. Das ist ernst gewesen damals, der Scheiß. Das ist, glaube ich, der erste harte Strassenrap aus Winter. Wow, Bro, Timebox ist das ist bis auf Zürich, man. Ja, Das hat alle, das hat Bro, alle. Zürich ist gut. Ja, Bro. Bro, das ist wirklich Ja, raus. ja. Bro, Nein, Timebox ist... Das Lied ist rausgekommen, Bro, und die ganze Welt hat gewusst, wer Winter ist. Wirklich, das ist echt krass gewesen. Er hat den Begriff ja auch etabliert, oder? Ja. Also, Timebox ist das ist sein Begriff. Absolut, das ist sein Begriff. Hat niemand Das müsste eigentlich ins Duden, das müsste eigentlich ein Begriff im Duden sein, man. Eigentlich müsste es so Szenen geben wie beim Haftbefehl, weißt du, er hat auch neue Wörter gebracht in Slang. Jo, Timebox er hat ist eigene Stadt, Worte. Bro, das stimmt Absolut. schon, wenn du heute glaub, irgendwo sagst, Timebox ist Stadt. Also, zum Beispiel- Jeder weiß. Nein, jeder weiß. Jeder weiß. Meinst du Ganz auch über klar. die, so Keine- in kein- Uri oder so? 100%. Vor allem. Ihr erst recht. Dann geht Nein, Timebox. aber nein, eben, zurück zu dem Ganzen, eben Gatekeep, bla bla, Ja. nein, eben Familie, so. Pablo am Ende vom Tag hat er mich an der Cypher, hat mich approved dort und hat mich in die Luft gegeben und hat Nachher nie mehr, mit oder? seiner Ja. Stimme damals mir eine hure gute Plattform gegeben. Krass. Und ich habe sie genutzt und ich erwarte nicht, dass man sie mir wieder muss geben oder wie auch immer, weil ich stehe wie auf meine zwei Beine, ich habe meine Fanbase, Fair. ich komme voran. Aber man muss sagen, ich glaube, er gibt auch vielen Leuten eine Chance. Er gibt vielen Leuten eine Ja. Chance, man, es ist Wo wichtig. Also weißt du, wo du... Es ist wichtig, man. Ja, aber warte, chillen. Ja. Das sind die Leute am Cypher, die eine Chance geben. Bruder, Nein, Ja, ganz aber- klar. die Chance lieber jemand anderem. Bro, aber du musst überlegen, das sind Menschen, die sonst niemals... Aus einem bestimmten Grund. Ja, aber Bro, kannst du auch über andere Schweizer Rapper oder Straßenrapper sagen, die keine Chance bekommen. Straßenrapper? Wo keine Chance bekommen in diesem Game. Oder Ja. im SRF. Oder weißt du, so, über das, was wir alles reden. So, mir als Person, die anders aussieht, kommt so viel weniger Chancen über. Ja. Und wenn halt anders aussehen heisst, Piercing im Gesicht und blaue Haare. Fokuhila, Bruder. Und Fokuhilas, easy, Bro, aber die kommen jetzt auch nicht eine so krasse Plattform über. Ja, es geht. Man muss aber sagen, die sehen einfach aus wie Hurensöhne by Choice. Nein, Bro, ich glaube, was es auch ist, dass es, eben, wenn man jetzt von so Leuten redet, ist es, man merkt einfach in der Schweiz, dass es zieht, wenn man sich selber nicht ernst nimmt. Ja. Es zieht einfach, Das ist weil echt die traurig. Leute nicht gerne haben. Also die Schweiz, es wird ihnen nicht beigebracht, dass die Leute zu Leuten aufschauen, die viel von sich halten. Ja, Es fix. ist so, Leute, die viel von sich halten, sind so arrogant und Voll. dabei ist es eine völlig gute Eigenschaft. Und das funktioniert halt Ja. bei denen. Ich könnte es nie. Ich Ja, nehme das Rap stimmt. viel zu ernst und es ist mein Leben, es ist alles. Ich könnte es nicht, aber Du hast auch alles auf die Karte gesetzt, oder? ja, Also safe. komplett, ja. Eben ja, darum. Ich könnte nicht. Ja, komplett. Full. Keine Lehre, nix. Also, wie sieht denn ein Alltag von einem Schweizer Rapper aus? Oder von einem Künstler? Oder von Baba oder Babas? Im Durchschnitt, Bro, den ganzen Tag am Laptop. Bei mir jetzt, ich habe mich irgendwann selber angefangen zu recorden.
weil ich wie nicht wollte abhängig sein von Studio-Sessions und so. Und dann irgendwann bin ich einfach 3 Jahre lang am Stück wirklich jeden Tag im Studio gewesen, am Laptop und an mich selber recorded, habe Pläne geschrieben für Alben, für Geil. andere Konzepte, dies, das. Einfach die ganze Zeit forschen. Es ist wirklich wie das Leben von einem Wissenschaftler, für mich, wenn ich so vergleichen. Ich bin seit 5 Jahren einfach 24/7 mich selber am Reflektieren, das Beste am rausholen, wieder schauen, was ich kann verbessern, wieder die nächste Strategie, der nächste Hit, das nächste Plugin, der nächste Schritt, der nächste Künstler. Es ist einfach immer auf der Suche nach etwas Neuem, wo man kann, aus dem man mehr machen kann. So. Das ist wirklich das Leben von einem Wissenschaftler gefühlt. Kein Spaß. Krass. Ja, nicht schlecht, Bro. Ja, nicht schlecht. Und mit wenig Money, aber ein Wintertour weiß. Mit Willen, Bruder, und Thai-Boxer steht im Rücken. Immer überlegt. Ich glaube, Eben, ja, genau. So etwas, was ich recht oft mir selber sage oder auch vielen anderen Menschen sage, ist so, solange du nicht verantwortlich bist, finanziell verantwortlich für irgendeinen Menschen außer dich selber, Bro, mach, was dir Spaß macht. Ja, voll. Also weißt, mach, was dich glücklich macht. Ja, voll. So, und ich sage das nicht mit Ton à la, Bro, mach dein Hobby. Weil ich sehe das nicht als dein Hobby. Nein, weißt, schon gut, Bro. Ich sehe das nicht als noch einmal. Willst du dich wieder anschieben, oder? Nein, das ist gut. Er ist ein bisschen weiter entfernt, aber Das es ist geht. kein Problem. Bringt dich in Bewegung. Ja, ich muss meine Beine da. 3D, 4D. Sehr lange Beine. Was soll ich sagen? Eben, du willst nicht so sagen, es ist mein Hobby oder so. Genau, weißt du, wie ich meine, ich respektiere, was du machst. Und auch wenn wir glaub, beide wissen, das Künstlerleben ist vielleicht nicht das lukrativste Leben auf ganz der klar Welt. nicht. Also weißt du, so, ich meine, das, sorry, jetzt habe ich mich gerade auf die gleiche Stufe wie du, ich meine damit, Wie wenn wir uns entscheiden, zum einen Job machen, wo halt Herz über Hirn ist, Absolut. Absolut. dann nimmst du halt gewisse Sachen in Kauf, oder? Ja. Und ich glaube auch, in diesem Metier gibt es irgendwann mal vielleicht einen Job, wo du sagst, hey Bro, jetzt verdiene ich mein Cash mit dem, aber ich bin mir wie treu geblieben. Und darum finde ich so, Bro, was macht das Ding, Alter? Und ich glaube einfach, viele sind einfach auch noch nicht ready Ja, für den absolut. Sound. Also muss ich ja wirklich sagen, so, obwohl, also du hast ja wirklich Erfolg in der Schweiz. Voll, Bro. Also ich glaube auch, ich habe mir irgendwann habe ich mir die Eigenschaft, also ich habe mir das angeeignet, dass ich den Fehler immer bei mir suche. Und das hat mir wie nie. Ich bin schon an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, scheiß Schweiz und ihr checkt alle nicht und bla bla, ich könnte auch Hochdeutsch und ich könnte auch so machen, klar. Aber irgendwo durch bin ich trotzdem immer wieder am Schluss bei mir gelandet und bin so gewesen, aber warte, vielleicht gibt es doch noch etwas, was du besser machen könntest. Vielleicht gibt es doch noch einen Song, wo du noch krasser tönen lassen, damit er wirklich einfach alle catcht. Und irgendwo durch, ich kann nicht anders. So, ich suche den Fehler bei mir und ich will es nachher wieder besser machen und denke mir mal, ihr werdet schon früher oder später auf den Geschmack kommen und verstehen, dass ich... Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz kennen mich ja fast schon alle. Kennen mich sehr, sehr, sehr viel. An sehr vielen Orten, sehr vielen Städten. Aber mich supporten, das ist noch so ein bisschen... Und das liegt auch an mir, weil ich habe sehr wenig von mir preisgegeben. Weißt du, ich meine, das ist ein grosser Grund, wieso ich da bin. Ich habe fast nichts von mir preisgegeben. Ich rede nur mit meiner Musik fast. Nur in meinen Videos siehst du mich irgendwie sein. So, du siehst nicht Stories gross von mir und dies und das und so. Und was ich auch nice finde, was ich extra mache, weil ich einfach nicht Fan bin davon, dass man sich den ganzen Tag zeigt. Es ist für mich logisch, dass Musikvideos nicht mehr laufen, wenn der Künstler den ganzen Tag siehst in seinen Stories. Logisch ist das Musikvideo nicht mehr. Weißt du, so Sachen. Und ich bin so wie gern im Schatten und lasse meine Musik reden, aber trotzdem, so Sachen gehören halt dazu. Interviews und oder einfach schnurren, sich zeigen und ab und zu mal etwas geben, damit man mich kann greifen kann. Weil ich glaube, ich bin für die Leute noch nicht so greifbar, weil mein Sound auch sehr qualitativ hoch ist und ich weiß, dass mein Sound auch europaweit könnte Anklang finden, aber es ist noch nicht greifbar. Ich habe noch nicht die Formel gefunden, um es an die Leute zu bringen. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an mir, nicht nur an den Leuten. Aber sicher ist die Schweiz auch hinten drin und sie verstehen, also weißt, ich finde es interessant. Also ich muss aber auch sagen, ich fühle an dir als Künstler, glaube vor allem, dass du so überzeugt bist von dir selber. Voll. Also weißt, im Sinne von, es gibt für mich etwas, das heisst einfach gewisse Arroganz, die vielleicht falsch liegt. Aber bei dir, Bro, ich finde, du hast so das Mindset, wo ich so finde, wenn du von dir selber nicht das Gefühl hast, dass du der Krasseste bist oder werden kannst, dann gehst du nie zu einem. dann bist du falsche Game. Dann hör auf rappen, Bro. Voll. Hör auf machen, was du machst, wenn du das denkst. Jeder, der das hört, wirklich. Weil das ist echt nicht...
Macht keinen Sinn. Wenn du von Zürich bist, Bro. Weißt du, was ich meine? Ja, nein. Nein, Bro, also als erstens ja. Und zweitens, Weißt du, was ich willst du meine? mich drücken? Ich sehe gerade keinen interessanten Knopf. Okay. Nein, aber ich meine mehr, Bro, wenn ich nicht in mir selber das Potenzial würde sehen, dass ich zum Beispiel eines Tages kann, das ist für mich ein Ziel, eines Tages kann zum Beispiel eine Serie machen, die auf einem grossen Streamingdienst läuft oder einen Film machen. Über das reden wir noch. Küss dein Herz. Bro. Ja. Dann bin ich einfach im falschen Beruf. Weil eben, wie jetzt gesagt, so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal ein Filmemacher wird, der zum Beispiel einfach sein Leben lang nur, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern mehr andere Prioritäten hast, aber wenn du nachher auf Set immer so einer von den Leuchtmenschen bist oder ab und zu mal darfst zweite Regieassistent sein oder im höchsten und krassesten Fall in der Schweiz eine Serie produzieren oder einen Film produzieren, wo nachher 10'000 Leute schauen, was dann ein mega Erfolg wäre in der Schweiz. Ja. Also weißt du, das ist so, Ja, voll. ein Film in der Schweiz ist dann erfolgreich, wenn er 10'000 Kinobesucher hat. Crazy. 10'000? Crazy. Also weißt du, was ich meine? Das ist Bro? ja nichts, Bro. Das ist 8 nichts. Millionen. Was? Das ist nichts. Und da siehst du, wie tief die Gönnerschaft da in der Schweiz eigentlich ist. Eben, man. ja, Der Bro. Support. Das ist schon, die Das Gesellschaft ist 10K. schon einfach nicht gemacht für irgendwas, was mit Kunst verbunden Ja. ist, zu unterstützen. Also, es ist Also irgendwie- in gewissen Bereichen weniger als andere, ja. oder? Aber Ja, ich meine, voll. Bro, also weißt du, was ein Film zum Beispiel kosten kann in der Schweiz? Plus minus, aber Bro, also du mal raten. wäre jetzt so bei einer 500.000. Bro, im Schnitt Standardfilm Standard. Spielfilm. Spielfilm. in der Schweiz kostet etwa 2 Millionen. 2 Millionen, Bro. Und ab 10'000 ist erfolgreich. Und jetzt rechne aus, Bro. Das Kinoticket ist vielleicht 18 Franken. 18'000 Stutz haben wir nachher. Also rechnen wir 20 Stutz. 20'000 10.000 Stutz. mal 20, also 20 mal 10.000. 20k hoch. Nicht? Ich kann vorher schon 10 mal 18, Nein, also 100K, 10k mal 18 Franken, das ist 18k. 200.000, oder? 200.000. Ich bin ehrlich, Kopf Ihr flasht mich gerade richtig. Nein. 20 Stutz. Ja. Fuck, Bro, ich blamier mich gerade, weil all meine Leute eigentlich wissen, ich bin im Kopfrechnen richtig stark. Bro, Ich brauche gib's 2-3 halt- Sekunden für so Ihr Shit. redet einfach zu viel. Ihr Bro, redet einfach Mann. zu viel am Reden. Bro, Was ist los? 20'000. Sag du mir, ich tue noch nicht. Nein, sorry, 10'000 Mal Kinobesucher 20. mal 20 Franken. 200.000, Bro. Eben! Ja, ich gesehen. Ja. Wir müssen zuhören, so 200'000 Stutz schon. haben. Ich kann mir rechnen mit 2 Franken pro Ticket. Ist der. 20'000! 20'000 kann Aber ja, Bro, genug über... Sorry, Ja, ich man. bin Sagen, nur ab. chill Ja, ja, schon Ja, mit Film. scheiße. Oder Wir reingeht, ja reden genug voll. über Film. Aber wie sind wir überhaupt zu dem gekommen? Komische Minti. Wegen halt unbezahlte Arbeit und Kunst. Ah, ja, voll. Und halt, genau, meine eigentliche Frage wäre eigentlich gewesen, wo siehst denn du Schweizer Musik, zum Beispiel in 10 Jahren, und wo siehst du dich da drin? Was sind so deine Visionen, weißt du? Wow. Bro, man. Da müsste der Podcast glaub ich, ein bisschen länger gehen. Aber so grundsätzlich, also wo ich die Schweiz sehe, in 5 Jahren, ist auf dem Level, wo Deutschland 2016 war. Ja. So, dort, wo es angefangen hat, wo die ersten angefangen haben, wirklich Gold gehen, Platin gehen, da. Das ist jetzt ja schon ein bisschen am Kommen. Weißt du, was ich meine? Aber in einem Maß, wo langsam alle davon können leben und so, glaube ich, geht es noch 5 Jahre, bis so die Top 10 von der Hip-Hop-Kultur aus der Schweiz wirklich gut leben davon. Denke ich persönlich. Es braucht noch ein paar Hits, es braucht noch eben ein paar Motivés noch von auch anderen Artists, weißt du, so in dieser Größe. Es braucht noch 2-3 will noch mehr, es nochmal die Sachen müssen wie wiederholt werden, dass nachher alle wie können nachrücken, glaube ich. Und dann glaube ich, meine Position dort, als was ich meine Aufgabe gesehen und das auch schon seit dem ersten Tag, ich habe ja am Cypher 18 schon gesagt, oder mich irgendwie genannt, die Hoffnung von der nächsten Generation genannt, und das habe ich damals nicht genau gewusst, wie ich es meine, aber es ist über die Jahre immer wie klarer geworden, wie ich das meine, weil ich mittlerweile wie merke, es gibt, ich bin eigentlich gleichzeitig so ein bisschen im gleichen Boot gsi, wo ich ins Rap-Business gekommen bin, wie Sektion Zürich Jungs, wie Fuego, Didi, wie Zen, wie EAZ, obwohl die Jungs eigentlich alle 6-7 Jahre älter sind als ich, so bis zu 10 Jahre fast schon. Und damals hat es nicht so viele Junge gegeben.
hat es wirklich nicht gegeben. Also Junge, die durchgezogen haben und spannend waren wie heute. Es viel gibt Lexi, Zero Doggy Dog, es gibt auch unzählige. Also es gibt wirklich viel. Und damals hat es den Kobe gegeben, es hat mich gegeben und der Sini ist in dieser Zeit auch gerade noch gekommen. Er ist auch sehr früh schon gekommen mit Leben Live, hat einen kranken Song damals gedroppt. Das ist der blonde Dude, Der Blond, genau, auch von Murten, Bern. Und damals hat es so vielleicht 3, 4 Artists in der Schweiz, die jünger waren, in meinem Alter. Kobe ist auch schon 2 Jahre älter als ich. Sini ist der Einzige in meinem Alter, der so ein bisschen durchgezogen haben, wo du gewusst hast, okay, die kommen mit einem Plan, mit einer Mission. So. Und dann in dieser Zeit ist das Zero Doggy Dog irgendwann gekommen, aber ich glaube nochmal so ein halbes Jahr später, von denen, die ich mitbekommen habe. Und viele, die angefangen haben wie aufgehört. Und Kobe ist auf Deutschland über. Und ich war so ein bisschen wie der Einzige, der heute noch in den gleichen Namen wie Pronto und so genannt wird, weißt, aber gar noch nicht in der Nähe von dem Erfolg ist. Und die Zero Doggy Dogs und die und all die Jungs, die Jungen sind eigentlich alle in meinem Alter, werden in der Tabelle, in der Hierarchie eigentlich unter mich gestellt. Obwohl ich ja eigentlich gleich alt wie sie bin und eigentlich wieder Mitte bin von diesen OGs und von der nächsten Generation. Und darum habe ich irgendwann einfach gecheckt, okay, du bist wie da in dieser Mitte, die fühlst du und habe mich wie verantwortlich dafür gesehen, wenn ich auf dem Weg da zu den OGs bin, einfach schauen, dass ich die Nächsten in meinen Mittelplatz mindestens ziehen, weißt? Und im besten Fall, wenn sie das Talent und den Willen haben, sogar vor mir mich noch überholen können, weißt? Und Bro, ich habe einen Teil in mir, der sehr viel Ego hat. Ich habe ein grosses Ego zum einen Teil, aber ich habe einen sehr selbstlosen und einen ego-toten Teil in mir und das ist der Teil. So, weil mich würde es erfüllen, dass die Künstler, mit denen ich zusammen arbeite, die ich aufbaue, risen. Also es würde mir in keinem einzigen Punkt wehtun, wenn irgendeiner morgen eine Goldplatte holen, für die ich eigentlich schon seit 5 Jahren jeden Tag arbeite, weißt? Und ich habe es dann einfach irgendwann gesehen, dass es auch sehr wenig machen. Das ist das Einzige, wegen was ich mit dem Finger auf die Jungs ober mir zeige, dass ich das Gefühl habe, viele von ihnen machen zu wenig für die Nächsten, für die Jungen. Aber ich habe es angefangen zu verstehen, vor allem jetzt auch, wo die Jungs weil noch mehr den Stein geholt haben, ist mir so klar geworden, vielleicht haben sie müssen wirklich einfach ihren Weg gehen und haben grössere Schritte müssen machen für sich, damit sie so etwas Grosses erreichen, das automatisch die nächste Generation inspiriert, ohne dass sie aktiv der nächsten Generation unbedingt aufhelfen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Und habe auch in sich gewonnen, weißt, und habe auch gesehen, shit, okay, jeder hilft Swiss Rap auf seine eigene Art und Weise, weißt. Und ich mache es halt aktiv, so würde ich es behaupten. Ich schaue, dass mein Shit nicht untergeht, aber ich bin trotzdem eigentlich wirklich jeden Tag mit 4, 5 Künstlern in Kontakt und gebe ihnen einfach weiter, was ich weiss. So, ich mache eigentlich nicht viel mehr. So, und mache mir ein bisschen Gedanken über ihre Karriere, teile sie mit ihnen, gebe ihnen ein paar Tipps, damit, wenn ich mal keine Zeit mehr habe, weil die Zeit wird kommen, wo ich viel zu tun haben wird und vielleicht auch sein wird bei einem Label und bla bla und dann viele Leute, die für mich arbeiten und ich muss wie da sein, dass die auch so selbstständig sein können. Weißt du, was ich meine? So. Und vielleicht sogar noch den Nächsten nachher unter ihnen können. Und ich bin also each one, teach one Prinzip. Schau dann Levin, das hat er mir auch eingeprägt. Und ich finde, das ist ein grosser Grund, wieso Swiss Rap noch nicht so krass gewachsen ist, weil ich finde, dass er nicht wachsen können. So. Wenn einfach mal ein paar unangemoldene Features passieren, Features, wo du nicht denkst, die dir vielleicht keinen Profit geben, aber du gibst anderen dafür eine neue Karriere, weißt du? Wie zum Beispiel jetzt auf dem, ich weiß nicht, was das sagen, auf dem kommenden Album. Ist ein Tape übrigens, ja, so ist wichtig. Ja. Tut mir leid, ist ein Tape, gut. Bro, und dort hat das Lied drauf mit dem Native. Und das freut mich brutal. Sehr. Also, ich habe es durchgelost und das Album, ich muss ehrlich sagen, Qualität, ist ein bisschen schwierig für uns, das Gespräch anzuzetteln, weil für die jetzt über eine halbe Stunde gelost haben, wir haben wieder aufgenommen, wir haben wir haben so gespeichert. Ja. Deswegen haben wir wieder von angefangen. Und du hast ja, man muss dich nicht extrem fest verfolgen, um zu sehen, was für qualitative Schritte du gemacht hast, oder? Ja. Und als ich das Album gelost habe, das Tape, sorry, Bro, es hat mir schon ein bisschen Kendrick-Vibes gegeben, sagt er ehrlich. So die Beats, weißt du noch die Zeit von früher, wo wir Section 80? Ja, Bro. Good Kid, Mad City und so. Das ist Good Kid, Mad City. Ja, Bro, wir haben das ja damals
wir sind unterwegs gewesen, Bro, wir sind in Luzern, da hast du etwas drehen, wir sind da in Zürich, wir sind, Bro, und das Album haben wir immer wieder gehört und das sind so Lieder gewesen, wo wenn ich heute höre, automatisch mir Erinnerungen aufpoppen. Ja. Direkt. Also es ist nicht so in erster Linie, wow, so geil ist das, sondern wie so, oh, die... Ja, es ist Nostalgie, nennt man das. Bro, das Album hat für mich das Potenzial. Krass. Also das Danke sagt er ehrlich. vielmals. Bitte gerne. Krasse Dinge. Das ist schwer schön. Also jetzt... Ich glaube, es ist für mich, was ich voll zustimme, bei welchem Song das so ist beim Top, beim allerersten Song. Also der, der als Video rauskommt und so. Holla Baby, holla. Das ist so der... Das ist ein krasser Song, Bro. Der gibt mir so das Gefühl, als hätte ich ihn vor 20 Jahren gemacht, irgendwie so. Und der ist Bro, also ich muss wirklich sagen, du bist ja qualitativ schon immer sehr stark gewesen. Also auch die erste Song, glaube ich, überhaupt ist eben... Ich hatte zum Glück auch gute Produzenten damals gehabt, Shoutout Ikara. Aber der erste Song überhaupt ist ja, glaube ich, Karl und so gewesen, oder? Ja. Und ich meine... Also wir haben schon vorher über das geredet. Ja, Karl. Sero, willst du etwas sagen? Bro, er ist einfach zu kurz, Mann. Er ist einfach zu kurz. Also vorher etwa 17 Mal gesagt, er ist einfach zu kurz. Ja. Er ist zu kurz gerade, aber ich habe gesehen, es hat ja so einen Marketing-Trick von dir. Genau, voll. Das habe ich damals auch gesagt. Es ist auch wichtig zu wissen, damals, vor 5 Jahren, haben die Leute nicht... Es war noch nicht so in, dass man kurze Songs gedroppt hat. So. Und ich habe das als meine Marketingstrategie genutzt, weil ich gewusst habe, die Leute sind heiß auf das, was ich mache. Und darum habe ich es ein bisschen teased. Es sind eben auch Leute auf YouTube kommentiert, ich habe Kommentare gelesen und ich so, du hast recht, man. Einer so Deutschland. Du bist sicher einer, der gewesen. Ja, ich habe nicht kommentiert, Bro. Weil das Ding ist, ich habe nicht so einen Krankheit-Account, aber einer kommentiert aus Deutschland, geiler Song, ne? Warum geht er nur 1 Minute 30? Und ich so, ich habe geschrieben, du hast recht, Bruder. Ich habe einfach einen Kommentar geliked, so auf die Seite. Ja, es hat ein paar gegeben, die es ist, ja, also es ist sehr kurz natürlich. Aber trotzdem, es bleiben bis heute. Es sind auch 3 Songs gekommen. Genau. UTW, Karl und Was Jetzt. Genau. Und ich meine, wir reden von 3 Songs, wo alle 3 ein Video bekommen haben. Also mach das doch erstmal, dass dein erste Release überhaupt alle 3 Videos bekommen. Dann, eben, du hast einen riesigen Rücken gehabt, Bro. Also weißt du, hast einen Karim gehabt, wo dein Management gemacht hat, glaube ich, oder? Ja. Und auch... Er hat mir auch alles beigebracht, was ich heute weiss über eine Führungsperson sein. Ja. Also eben, man kann... Geburtstag übrigens. Shoutout Karim. Shoutout Karim, Mann. Happy Birthday, Habibi. Bro, danke vielmals für alles. Heute ist Sonntag. Also ja, heute ist Sonntag, ja, genau. Aber... ja, Bro, absoluter King. Also weißt du so... Absolut. Man kann, weißt du, zum Beispiel... in Deutschland sind ja vor allem, es hat so eine Phase gegeben, wo in Deutschland, meiner Meinung nach, viele Rapper halt auch bekannt worden sind, wegen Social Media, wegen Handy-Videos. Also, oder viele haben ja... Du meinst so Mero und so? Ja, oder viele haben ja so... Noch vor dem, Bro, Also Nimo. Ja, Bro. Nimo hat angefangen mit dem, 2015. Genau. Leute haben sich im Auto aufgenommen, wie sie kurz ein paar Parts raushauen und das ist halt ein bisschen viral gegangen und dann ist halt so, beim einen oder anderen Rapper hat es halt Anklang gefunden und dann hat es halt Signings gegeben und dann hat die Karriere so angefangen. Und bei dir kann man ja sagen, zum Beispiel, der Weg, so la, ey, ich werde gepusht von der Szene und die glauben an mich, also glaube ich auch an mich jetzt. Ist ja bei dir schon ein anderer Weg. So wie du beschreibst, ist das so, ich habe gewusst, was ich wollte. Ich habe mich darauf vorbereitet und ich habe dass von A bis Z alles stimmt. Also ich habe 3 Songs rausbringen. Mir ist auch wichtig, dass ich 3 Clips rausbringe. Mir ist auch wichtig, dass ich zum Beispiel überlege, was für Songs ich rausbringe. Sprich, Thema 1 Minute 30 ein Lied. Genau, safe. Also du hast das geplant und überdacht, bist das angegangen. Voll. Hast die Karriere gestartet, so gesagt. Ja, voll. Und das sieht man auch jetzt in dem Weg, wo du gehst. Sehr, ja. Das ist ja nicht etwas, wo du zum Beispiel... Schon nur der Podcast, oder? Ja, du hast ja bewusst jetzt 5 Jahre lang eigentlich nicht gross über dich als Person geredet oder einfach dich mal so in die Öffentlichkeit gestellt, bis auf das eine Mal, wo du gesagt hast. Und alles überlegt. Und gibt es einen Grund, wieso du sagst, abgesehen davon, dass du sagst, ey, look, es macht mehr Sinn, überlegen und dann machen. Aber gibt es einen Grund, weil offensichtlich das andere geht ja auch. Ja. Das mit Handyvideos pushen und so weiter, Ja. das geht ja auch. Es geht auch. Wieso gehst du da weg? Bro, es fühlt sich für mich erstens natürlich an und auch ein Grund, wieso ich hier so Interviews gemacht habe und so, ist, weil ich Angst habe, dass ich schnell crazy töne. Weil ich fühle mich wie so ein Typ im Labor, der 5 Jahre dort ist und wenn er mal rauskommt und mit anderen redet, ist er so, shit, weißt du? Alles, was ich sage, tönt noch zu viel, weißt du? Aber also meinst du könntest Sympathie verlieren bei Leuten, wenn du... Jein, Bro. Ich habe noch gar keine Gunne. Okay. Bro, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt, also die Leute sind so, für die, die mich gerne haben, die mich sympathisieren, das sind die mich einfach auch bewundern. So für meinen Shit, für meine Videos, für meine Songs, glaube ich, mehr oder weniger. So, weil ich habe nicht viel gegeben, um mit mir zu sympathisieren, wirklich so wie jetzt ein Podcast oder ein Interview oder so. Also du meinst, es ist wirklich wenig über deine Person,
öffentlich. Voll, aber ich bin seit ich lieb bin, Bro. Der erste Satz, den ich in meinem Leben je gesagt habe, das hat meine Mama gesagt, ist, ich mache, was ich will. Das war der erste Satz, den ich je in meinem Leben ausgesprochen habe. Bro, ich habe das verinnerlicht. Krass. Und ich bin auch so, Männer sind grundsätzlich auch so, sag ihnen, mach nicht, sie machen es anders, weißt du. So. Und den Teil habe ich in mir. Und wenn ich weiss, die Leute wollen unbedingt das von mir, bin ich so, nein, erst recht nicht. Erst recht nicht, Alter. Jetzt mache ich das, was ich will und ihr werdet es fühlen, weißt du. Und eben, ich habe meine Fehler gemacht, was ich auch vorher gesagt habe, die wir nicht aufgenommen haben. Eben, ich habe die Fehler auch immer bei mir gesucht. Ich bin nie so gewesen, ey, also ich habe meine Phasen nicht gehabt, scheiß Schweiz, ihr checkt nicht, aber ich bin immer wieder zurück zu mir und habe gewusst, okay, du kannst immer etwas noch besser machen. Du kannst noch einen krasseren Song machen oder du musst dir noch mehr überlegen bei dem nächsten Video oder was auch immer. Und ja. Es gibt ja viele Musiker und Musikerinnen, die so sagen, oder wo ihren Nicht-Erfolg oder ihr Nicht-Radio spielen, darauf aufhängen, dass sie sagen, ja, Schweiz ist ja noch nicht ready für meinen Sound. Und da ist eine ganz andere Meinung. Bro, nein, ich kann schon auch safe, durch das, dass halt all die Leute um mich rundherum genau die Meinung haben, Bro, die sind einfach noch nicht ready für dich, sie sind noch nicht ready für dich, weil sie haben keine Antwort. Für sie, alle meine Leute um mich. Macht Sinn, dass du... Würde Sinn machen, wenn ich morgen mit dem J. Cole ein Feature hätte, weißt du, was ich meine? So. Aber ich bin dann halt so, ey, natürlich, die Schweiz, ja, check nicht. Und die Schweiz ist das falsche Land für mich, ja, absolut. Aber ich hasse halt den einfachen Weg. Ich habe nie in meinem Leben den einfachen Weg genommen. Und der einfache Weg wäre, ich könnte zu einem deutschen Label oder irgendwo bei deutschen Labels Anklang finden. Es würde gehen, das könnte alle Schweizer Rapper, die momentan in der Top 10 sind, könnten irgendwie bei deutschen Anklang finden. Es ist nicht mehr das Schwierigste. Hinter den Kulissen läuft viel, was die Leute nicht checken. Und Deutsche sind viel näher bei uns, als es viele wissen. Und ich könnte Moves machen, auch Englisch. Meine Vatersprache ist Englisch und all das. Aber ich habe wie mir irgendwann gesagt, okay, nein. Es muss einen Grund geben, dass du in das Land geboren worden bist. Es muss einen Grund geben, dass du nie seit Kind nicht Englisch gerappt hast oder so, sondern von Anfang an Schweizerdeutsch. Und ich habe es mir einfach als Aufgabe genommen, dass ich der grösste Rapper werde aus der Schweiz. Je. Und nicht das einfach von heute auf morgen, sondern einfach, dass es ein Weg ist. Und ich probiere den Weg so gut wie möglich zu gehen, Bro. So gut geplant wie möglich. So gut geplant wie möglich. Und wenn ich es nicht schaffe, dann hat es einer geschafft, dem ich geholfen habe, es dort nicht zu schaffen. Und das ist meine Philosophie, checkst du? Mit dem bin ich auch erfüllt. So. Voll, darum bin ich für die nächste Generation und arbeite für die nächsten Jahre. Wir gehen nachher gerade nochmal auf das ein, vor allem über deine Protégés, wenn wir ein bisschen reden. Aber tun wir noch schnell über das Tape reden, was kommt erstens. Wann ist der Release? Wie heisst es? Der Release ist am 26. Also der Freitag. Ist der? Ja, und es heisst Internally Flawless, Volume 1. Also es ist ein Tape, darum auch Volume 1. Internally Flawless heisst übersetzt makelloses Inneres. Und IF ist so einer der reinsten Diamanten auf dem Markt, soviel ich weiß. Ja. Und es wird so ein bisschen das widerspiegeln, was ich auch in mir sehe. Und Internally Flawless eben makelloses Inneres. Ich werde von außen sehr anders angenommen. Der Charakter Jamal, weiss ich, bricht für sehr viele von meinen Fans mit dem Podcast und mit dem Interview. Ja, voll. Ja. Weil da bin ich wie eben der Josh. So, und das teile ich halt auf. Joshua ist mein erster Name, Jamal mein zweiter. Jamal ist mein zweites Leben. Josh ist mein erstes Leben. Ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel du als Person jetzt, so wie du jetzt bist, wenn du in so einem zum Beispiel SRF-Interview wärst, so gesagt, oder in einem ähnlichen öffentlichen Format, dass halt deine Art und Weise schon zum Beispiel die Leute können sagen, oh, noch nie so jemand Interview. Also weißt du, sowieso, noch nie, also ich habe schon ein paar Rapper gehabt, aber das ist jetzt etwas anderes. Ich glaube, das bringt die Distanz zwischen mich und die Industrie. Ja. Sehr viele sind eingeschüchtert. Obwohl ich laufe ja nicht so in einen Raum. Nein, du bist einfach selbst überzeugt von dir. Ich bin einfach unglaublich überzeugt von mir selber. Du weißt, was du kannst, was deine Stärken sind. Du weißt, was du fähig bist. Und Leute, Bro, ich weiß nicht, ja. Leute haben Schwierigkeiten damit, vor allem in der Schweiz. Aber es ist doch immer so, wenn du ein bisschen polarisierst oder wenn du hast halt die Energy, Bro. Ja, voll, das weiss ich auch. Und das spürt man. Das bin ja ich, weißt du? Ich kann nicht anders. Voll, aber es ist ja gut. Also ich glaube, es wird dann immer, dass du anders bist. Ja, ich glaube nicht, voll. Aber es ist trotzdem so, es schreckt viele ab, näher mit mir zu arbeiten oder weißt auch. Ja. Aber du hast schon ein bisschen so eine Haltung auch, wo du sagst, no friends in the industry. Also es gibt ja wirklich eine Handvoll Menschen, mit denen du dich A blicken lässt und B, mit denen du auch wirklich zusammen schaffst. Und ich meine, ich rede ja mit vielen Menschen auch aus der Szene oder wir reden mit vielen Menschen aus der Szene. Ja. Aber wenn ich das so darf droppen, finde ich, du bist so der Einzige, wo ich nicht finde, du tust einfach über jeden Welle korrekt reden.
Du redest nicht schlecht über Menschen, Nein, aber nein. du musst nicht übertrieben korrekt über sie Nein, voll nicht. Voll nicht. Und das finde ich, also, ja. Voll, nein, also, Bro, was halt das Ding ist, von welcher Industrie reden wir? Weil entweder gibt es für mich die Rapper allein, das ist eine Industrie, Ja. oder wir reden auch von allen anderen, eben egal ob Pablos oder wer auch immer, eben Leute aus der Industrie, so. Bei mir ist halt so, bei den Rapper, alle, die ober mir sind, älter als ich sind. Ja. Natürlich gibt es Sachen, ich kritisiere sie und dies und das und so und wie auch immer. Aber ich komme am Schluss immer wieder auf den Punkt, dass ich so bin, ey, am Ende des Tages bist du mal Fan von ihnen. Ja. Verstehst du? Ja. So, ich bin ein junger Swiss-Rap-Fan gewesen. Ich habe 8 Schweizer Rap gelost. Das ist jetzt 15 Jahre her und ich habe dort den Schweizer Rap schon gelost. Und ich habe die Jungs alle bewundert. Verstehst du? Und irgendwann bin ich stark geworden in dem, was ich mache. Und bin so gut geworden, dass ich die Überzeugung angenommen habe, ja, ich bin der Beste und ich bin auch besser als alle, keine Frage. Aber es ist verdammt schwierig, denn man muss aufpassen, man muss die Balance behalten zwischen dem Competition-Geist in sich, der wirklich davon überzeugt ist, dass er der Beste ist und ich bin davon überzeugt. Aber dann auch mit meinem Mensch in mir, wo so ist, ey, am Ende des Tages sind das Künstler, die du führst seit dem ersten Tag, weißt, wo ich verdammt respektiere und ohne sie hätte ich gar nie würde ich den Schritt nicht machen. Weißt? Ich bin auch ein Produkt von dem, was sie vorgeleistet haben. Darum, Bro. So. Aber in meinen Songs werde ich immer sagen, ich bin der Krasseste. Immer. So. Aber das hat überhaupt nichts zu tun. Ja. So, weißt du, was ich meine? Wenn du nicht an dich selber gabst, dann wird auch niemand anders. Eben, und das ist das Normalste in Hip-Hop, Bro. Ja, das ist das Normalste. Nein, Bro, du musst die Linie auch weiterfahren. Das, Ja, voll. Zum den Zlatan Ibrahimovic zitieren. Er hat gesagt, people call me arrogant. I don't call it arrogance, I call it confidence. Ganz einfach. Sehr okay. auf deinem neuen Tape kommen auch ein paar Songs. Also wir haben ja die LK das hören. Und ein paar Songs sind schon draussen, also Doppel-C. Es sind 5 Songs schon draussen. CC, Mood Swings, CC. Und Gangsta's Tension. Gangsta's Tension, Move und Codex. Codex ist schon draussen? Codex ist schon draussen? Codex ist schon draussen. Da habe ich einfach so, jetzt, das ist meine letzte Single, die ich ohne... Bro, das kannst du nicht einfach so rausdroppen. Nein, warte. Ich finde das Ja, einfach nimm das raus, Bro. Ja, das musst du auch hinter den Scheiß, Bro. Das ist ein ganz geiles Lied. Ich weiß. Der Native, das ist ganz krank, Bro. Ah, du meinst aber die Nein, Seasons? Codex ist ein anderer. Sorry. Ja, du meinst Seasons, ja. Okay, sorry. Aber ich finde Codex so, dass mit dem die disorientierte Stimme im Hintergrund, die Konversation, zu dope. Danke. Zu dope. Ja, aber es ist ein Album mit Message und mit Vibe. Du hast vorhin gesagt Kendrick und so, Bro, und das ist jetzt zum Beispiel Codex, ist full das Kendrick ist inspiriert, Bro. Section 80, Bro, und ein bisschen ASAP noch, weißt du. Das sind halt meine Infos. Das sind Lieder, wo kannst gute Erinnerungen sammeln. Voll. Es sind nostalgische Songs aber. Die hörst du in 5 Jahren und bist so, wow, du hast das Gefühl, du erinnerst dich gut. Sommer 23. Genau. So sagst du noch. Genau. Wie hat dein erstes Album geheißen? Head over... Livestream. Oh, Livestream, aber was ist Und mein Head over... zweite war Blessed and Depressed gewesen. Aber du hast nicht irgendwo, auf welchem Album ist der Song mit Herz über Kopf? Ah, Herz vor Verstand. Herz vor Verstand. Das ist Livestream gewesen, mein Debütalbum. Ah, genau, Livestream, ja. Das ist auch mein einziges richtiges Album. Das habe ich ja mit CD-Verkäufen, mit allem und dies und das. Ja, Mann. 2-3 Monate Promo vor. Blessed and Depressed danach habe ich als Album kommuniziert, aber es war eigentlich ein Tape gewesen. Auch mein erstes selber produziertes Projekt, alles selber also recorded und so. Voll. Darum, aber eigentlich ist Livestream mein einziges richtiges Album. Das, was jetzt kommt, ist auch nur ein Tape. Bist du zufrieden mit der Resonanz, die du bekommst zu Livestream? Bro, sehr. Bro, du musst überlegen. Ich bin 21 gewesen. Ja. Ich hatte niemanden gehabt. Ich und der Karim sind 2-mal Armee gewesen. Checkst? Und ein Soldat vom Quartier, so wie ich es am Cypher gesagt habe, einer von meinen besten Kollegen, der Karim und ich. Das ganze Rollout, all das von Videos, jedes Video selber directed. Wir haben aber auch noch geile Videos zusammen gemacht. Kranke Videos gemacht, wie Milady Milusi mir damals gemacht, Bro. Sorry, weißt du? Kranke ich Produzenten, sorry, Bro. Aber ich finde, Milady Milusi ist auch bis heute einer von deinen stärksten Songs. Sicher. Er ist einfach auch völlig anders. Sicher, ja, aber voll. er ist so krass. Voll, absolut. Also weißt du, Bro, ich bin an Partys von irgendwelchen linken Chicks mit weniger Haar als ich. Von irgendwelcher Seite, Roman. Und dort ist er auf. Warte. Oh, fuck. Dankeschön. Und dort höre ich so fire easy moves. Also weißt du, so, es haben die Leute wirklich aus allen Regionen, sag ich jetzt mal, den Song gefühlt. Und ich finde es so krass. Bro. Absolut. Und Bro, eben, was du nicht darfst vergessen, Mann, ich bin mit meinem ersten Album auf Platz 4 gechartet. Ja, Mann. Und das Independent.
nur mit meiner Fanbase. Ja, Verstehst du, was ich meine? Nur mit Thai-Box hast du Bro, ich habe keine einzige. Wie heißt der? Alleine. Bruder. Album gedroppt, alleine. Platz 4. Alleine. Ich sage dir. Weißt du? Und wir haben keine eigene CDs gekauft, was sehr, sehr viele Schweizer Rapper völlig tagtäglich ist, dass sie das machen bei ihrem Album. Ich kann, und du meinst so, gehen 20 CDs mich nicht oder eben so, ich habe keiner von meinen Leuten gesagt, gehen kaufen. Ich bin wirklich so gewesen, ey, ich bringe ein Album, Leute. Es ist ein wichtiger Moment für mich, unterstützt mich. Und ich bin in scheiß Platz 4 gekommen in den Charts, Bro. Stimmt, ich bin der einzige Schweizer Künstler da drin. Das stimmt. Das heisst, ich bin eigentlich Nummer 1 Mundart gewesen. So. Ja, Mann. Verstehst du, Bro? Stark. Aber ich bin nie an die Welt raus und habe gesagt, schaut, das bin ich nicht. Aber ich meine, es gehört doch auch dazu, so Marketing und so. Und also gut, ich muss sagen, es gibt Rapper, ich wollte jetzt wirklich keinen Namen nennen, aber es gibt Rapper... Aber weißt du was, gell? Du sagst doch eigentlich Fitna und so. Bro, also nein, warte. Ich muss schon sagen, es gibt Rapper, dann merkst du, Community macht sehr viel für ihre Musik. Drop einen Namen, Bruder. Nein, Bro, ich wollte auch nur sagen, der Erfolg ist vielleicht zwar sehr gute Musik, auch, finde ich, aber der Erfolg kannst du vielleicht auch einfach verdanken, dass sie so viel pushen. Absolut. Dass sie sich selber so fest pushen und auch das andere sie pushen. Absolut. Okay, also ja, man kann sagen, bei dir ist organisch und nicht irgendwie... Ja, 17 Stories am Tag, Bruder, kaufen, schicken mir Fotos. Und weißt du, eben, es tönt halt so, jetzt, als wäre das andere mega verwerflich, aber das ist ja die heutige Zeit. Jeder promotet seinen Scheiße so, wow. Aber Bro, wie gesagt, meine Idole sind Kendrick, meine Idol ist ein ASAP. So Leute sind meine Idole. Und das sind nicht Leute, die den ganzen Tag erreichbar sind und die den ganzen Tag irgendwie ihre Shit teilen und weiss was. Und das sind Leute, die leben durch ihre Figur. Ja. So. Und dann, wenn sie ihre Figur preisgeben, das ist das, was du hast von ihnen und mehr hast du nicht. Ja. Und ab und zu ist mal nur ein Song, wo unerwartet ist. Mal ist es ein Snippet in der Mercedes-Benz-Werbung oder so, aber du musst dich zufrieden geben mit dem Shit. Ja. Und ich gehe so ein bisschen mehr nach dem. Und ich habe das Gefühl, durch das ich sehr oft meine Musik reden lassen habe und meine visuellen Projekte so, hat es das so ein bisschen, hat's das verstärkt. Halt, dass die Leute wirklich da sind wegen meinem Sound. Und nicht, weil ich ihnen irgendetwas mitbringe oder keine Ahnung. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, sicher, ich verstehe, was du meinst. Ich kann vorher eine fragen, aber ich kann mir vorstellen, ich kann mich fragen, so, wie ist die Connection entstanden? Weil du hast gesagt, am Anfang warst nur du und Karim. Aber ich kann mir jetzt ausdenken, dass halt die restlichen Connections so ein bisschen über dein Album, über deine Musik. Also nur ganz kurz, nicht, dass die Leute falsch verstehen, nur ich und Karim. Ja. Natürlich sind an meiner Seite Didi gsi, Fuego, Obi-Wan und natürlich so, aber die so Blutarbeit ist zwischen mir und Karim und meinem Homie damals passiert. Wie ist der Connect entstanden so mit Don Fuego, mit No Basic, mit Didi und so? Du bist ja, glaubst weißt du, wenn du so die Jungs anschaust, so von No Basic, dann bist ja du, es kommt U30, nachher sagst du. Ja, aber der Karim ist ja der Label-Boss von No Basic. Aha, okay, also gut, dann. Oder fragst du so, wie ist der Karim auf dich gekommen? Ja, also wie ist er auf mich gekommen? Es ist eigentlich alles Fuego. Alles über Fuego? Don Fuego ist so... Eben so, wie hast du Don Fuego kennengelernt? So? Bro, Don Fuego ist der erste Schweizer Rapper, den ich gelost habe je. Sorry, weißt du noch 2010? 11, 12, Bro. Wo es diese Reihe gegeben hat. Mit Milli? Ja, mit Milli und eben der Fuego. Und wie hat sein Partner geheißen? Fuego sein... Also er hat immer das zweite gerappt, früher, aber ganz der Don Farina? Ja, Don Farina, Bro. ja, sicher. Hey, und es hat so Szenen, wo damals Immigrant Cinema, kennst du das? Ja, Legende. Bro, wie hat die Lieder geheißen von Fuego? Aber das ist für mich, also das ist ja Straßenrap. Also das ist damals, das ist gesetzlos Zeit von Fuego. Das ist Straße. Straße. Wo der Motherfucker heute ist, Bro. Was er für Bilder malt. Bro, Fuego ist mein Vorbild. Wenn ich irgendeins und er sagt mir immer, schau nicht zu mir rauf. Also das darfst du nicht, du musst nur zu dir rauf schauen. Yeah. Aber er ist mein Mentor, er ist mein Vorbild. Er spürt, wenn ich an mentalen, nicht guten Punkten bin, habe ich ein Telefon von ihm auf einmal und er ist so, alles gut. Hey, ich bin so, ja, Bro. Er fragt und macht. Er ist mein Engel, Bro. Mein Schutzengel. Ihm verdanke ich alles. So, ja. Okay. Also, Bro, die erste, ich meine, ich habe das damals, nach der Oberstufe sind die Lieder gekommen vom Fuego für mich. Wo er so über Zürich Nord und all das Zeug. Zürich Nord Tatort und so. Bro, das war ganz eine schlimme Zeit. Hey, Bro. Kann man sagen, dass du redest ja oft über Rapid und Ravi? Sind die damals so, also ist Rapid und Ravi jetzt... Die sind später gekommen. Ja, jetzt das, was damals Don Fuego war? Kann man sagen. Kann man das sagen? Kann man sagen. Also, ich würde jetzt sagen, nie... Auf dem Level?
nicht einmal auf dem Level, nicht einmal wegen rapide ist, was Technik angeht, auf viel weiter. So, weißt? Aber Fuego damals ist für mich nichts krasser als ein Wortspiel an Rap geben und an Straße geben. Und so, ich glaube, die Jungs sind halt schon rum gewesen. Aber ich würde schon sagen, dass, wenn du etwas kannst vergleichen, doch, dann ist es die Wave, Rapid, Alawi, wer gibt's noch? Sicario, weißt du, die Jungs. So, ich glaube, das ist die Wave, die inspiriert ist von dieser damaligen Zeit. Er hat irgendwelche Lines mit Judengold und so. Bro, seine oder irgendwie, er hat, glaube den Blick auch mal disst. Das kann sehr so gut sein. So in der Zeiten, das Bro. kann sehr gut sein, Bro. Ey, das ist zu... Damals sind YouTube-Videos online gekommen und dann hast du dir die ganzen Videos gegeben. Früher, Ja. Er ist ja der erste Schweizer, so viel ich weiß, ist der erste Schweizer Rapper gewesen, der 100'000 Klicks gehabt auf YouTube. Krass. Mit Bösewicht und so, das ist sie mit... Ja, aber ich glaube 100'000 Klicks damals hat er erreicht mit... was ist das? Hat er mit dem Hero gerappt damals? Ja, Bro, er Bösewicht mit dem Hero. Ah, das ist der Hero? Bro, er und der Hero sind damals so gewesen, Bro. Das ist der Hero? Bro, weißt du, wie viele haben die zwei zusammen erlebt, Bro? Oha, Bro. Ich habe so viele Geschichten gehört von meinen grossen Brüdern. Ah, das ist der Hero, natürlich, Bruder. Hast du es nicht gecheckt? Nein, ich habe das vor 8 Jahren gelesen. Krass, ja, das ist der Hero, Bro. Ja, krass. Aber der Hero hat auch damals nochmal einen Riesensprung gemacht, Ja, weißt? ja. Er war damals schon der Hero gewesen, Ja. aber jetzt ist er nochmal Level up, man. Wild. Wirklich wild. Ja. Aber tun wir... Und Charisma und so. Charisma, Bro, Vater. Ja. Vater, das sind Bro. schon krasse Zeiten gewesen. Ja, Mann. Aber Bro, bleiben wir noch ganz kurz in dem Thema, jetzt sind wir ein paar Mal abgeschweift. Es kommen ganz krasse Songs von uns zu. Also auch technisch, Bro. Wie gesagt, du hast ja wirklich mit den ersten Songs zu krass angefangen. Aber technisch, also auch so die Wordplays, die du reinbringst. Ja, voll. Die eine Line mit «Miss Girl ist wie Formel 1». Ja. Das heisst so viel wie sie dreht sich im Kreis, oder was sollst du damit sagen? Ich sage, unsere Love wie Formel 1. Ja, genau. Genau. Und es ist so, unsere Liebe ist schnell. Ah, okay, ich wollte sagen... wegen different seasons. Ja, Das geht schnell, weißt du, im Winter ist sie so, im Sommer ist sie so, das ist ein Song mit dem Native. Ja, Das ist ein sehr geiler Song. Ja, das ist auch, ich glaube, das findest du am stärksten, ja? Ey, CC. also ich sage jetzt mal, es sind 10. 10 Songs, ja. Und die ersten 8, ungelogen jetzt, ohne Lügen, ohne Gerüche und so, die ersten 8, ich habe mich gefreut, dass es rauskommt. Geil. Ja, Mann. Geil. Also dort, eben die Singles, CC und Gangsters Tensions, die habe ich gesucht jetzt schon, die kenne ich so, aber der Rest, Chapeau, ich so, Alter, krank. Ja, Ich voll, freu für mich mich ist so drauf, das Ziel gewesen, ich bezeichne es auch als ein Tape, weil es hat in dem Sinne keinen roten Faden. Es ist schon, dass ein Kreis sich schließt mit dem Tape, das auf jeden Fall. Aber ich habe vor allem einfach eben internally flawless, es ist so der reinste Diamant, ich wollte zeigen, ey, schau, ich bin ready zum Glänzen. So. Und ich glaube, es hat eben wirklich so die 3-4 Diamanten die drauf an Songs, die glänzen können, die Anklang können finden, ein bisschen mehr als sonst. Und ja, es ist auch ganz selber produziert von mir, also auch Recording bis zum Mix und dann mit dem CD das alles noch fertig gemacht und so. Also es ist auch noch nie so viel Macht über das Projekt und trotzdem tönen die Songs besser denn je, so in meinem Ohr. Und ich bin hure stolz, voll, auch produktionstechnisch bin ich hure stolz auf Top, Gangster Tension, die Songs sind sehr, sehr... Was ist das potenzielle kränkste Feature, das du abgelehnt hast? Können wir noch ganz kurz beim Album... Ah, sorry. Ja, das Problem, ich finde es eine interessante Frage. Ja, voll. Aber Album Top kommt. Und, also Top finde ich... Top ist der... Eben, schau, das muss man verstehen. Ja. Das muss ich schon sagen. Vor einem Jahr habe ich Top Artist, den Song «Hallo Baby, hallo, lass uns treffen». Da habe ich Artist vor einem Jahr und es ist so viel Resonanz gekommen, dass ich so gecheckt habe, shit, okay, nein, du hast noch nicht das richtige Team, du hast noch nicht das Money, um das Video zu machen, das du machen willst. Also hast du quasi Top damals schon im Kopf gehabt? Eigentlich will ich dort schon droppen. Ah, du hast ihn schon fertig gehabt, den Song dort? Er ist schon gemastert, schon fertig. Krass. Vor einem Jahr. Und du willst ihn heute immer noch droppen? Bro, mit mehr denn je. Bro, überleg, was in einem Jahr passiert. Ich weiß. Aber das ist eben meine Art und Weise. Das ist eben, ich sehe Sachen, ich weiß, ich probiere die Momente. Ich habe so 2-3 Momentum in meiner Karriere können erschaffen. Und das ist eben bei UTW damals, du sagst ja, die Songs gefallen dir heute fast noch mehr als von heute. Und no hate, aber Bro, UTW ist... Absolut. Aber das ist, weil ich dort das Momentum erschaffen habe. Dann mit Smoke ist auch wieder so Zeit, wo ich das Momentum erschaffen habe. Das Video ist auch ganz krass. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das habe ich genau so wollen. Das ist einfach passiert. Ja, es war blank, weil ich die gekeept habe bis in den richtigen Moment. Und Top habe ich auch vor, eigentlich so ein Momentum zu erschaffen.
Und das Ding ist eben so, damals habe ich gecheckt, ich habe noch nicht die richtigen Leute, ich habe noch nichts Money um mich rundherum so. Und bin auch noch in Verhandlungen gewesen mit dem Management und so und dies und das. Und das hat sich jetzt wie wieder aufgelöst. Und jetzt bin ich eigentlich genau an dem Punkt, wo ich nicht da will sein. Ich habe eigentlich immer noch fast kein Money, ich bin immer noch so, noch nicht mit einem offiziellen Team unterwegs, aber habe ein riesen Video gemacht, Mann. Und das richtige Team für das Video rausgeholt. Produktion stimmt, alles. Wir haben vorher ein kleines Video gesehen. Und ich muss sagen, ich habe gerade die ersten 2 Sekunden gesagt, ich so, die Jungs haben es drauf. Also die Jungs haben es drauf. Ich finde es immer noch sehr schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist, weil wir haben über das geredet, wir haben auch über unsere Idee für den Song geredet. Ja, stimmt. Ich finde es schade, aber der Video ist brutal. Danke, Bro. Der Video ist brutal. Danke. Also, nächstes Mal 100% machen Bro, wir das also, weißt, in Kombination mit ihnen. Unbedingt. Sehr geil. Man muss aber auch sagen, Bro, du hast schon immer einen mega Kopf gehabt für Eigenregie. Ja, voll. Ich liebe es. Und wo wir Milady Melusi gemacht haben, hast du etwas gemacht, wo ich bis heute noch finde, hey, sick. Weil es gibt viel, also einer der Hauptgründe, wieso ich nicht mehr gerne mit Musikern Musikvideos mache, also allgemein Musikvideos mache oder mit vor allem grossen Musikern, ist einfach, wie sie mich nicht machen lassen. Weißt du, was ich meine? Ich bin dann wie, ich werde als Werkzeug eingestellt. Ja, als Dienstleister und genau. nicht als der Künstler selber. Aber ich habe ja eigentlich meine eigene Vision. Absolut. Und das Geile bei Milady Melusi, obwohl ich muss sagen, ich finde, ein paar Shots von diesem Musikvideo sind, finde ich, gehören zu deinen besten Musikvideos. Ja. Nicht das ganze Video. Nein, ein paar Shots sind wirklich, wirklich geil geworden. Ja. Wo ich heute weiss, ich will es nochmal ganz anders machen. Aber du hast mich komplett Regie führen lassen. Ja. Du hast mich den Schnitt komplett machen lassen. Ja. Ohne einmal. Es hat 1-2 Diskussionen gegeben. Minimale. Aber du hast mir gesagt, Bro, mach. Ich glaube an deine Vision. Absolut. Weißt du, absolut, ja, voll. Sehr. Schade, weil der Video ist nicht so abgegangen, wie er hätte sollen. Absolut, aber gefühlt kein Video in der Schweiz geht so ab. Das stimmt, aber der Song ist auch zu krass. Ja. Aber stimmt. Bro, ich respektiere dich für das. Bis ins Unendliche. Und ich habe dir immer gesagt, es gibt für mich in der Schweiz vielleicht noch 2 Leute, mit denen ich Musikvideos machen würde. Ja. Überhaupt. Du bist einer davon. So. Wartet ab, dass das nächste Musikvideo kommt. Bro, einfach weil ich wirklich, weil ich weiss, du respektierst Künstler um dich herum. Voll. Und es kommt zu 100% zurück. 100 Bro. Love, Bro. Schön, man. Nice. Bro. Absolut. Künstler unter sich. Nein, Bro, es war wirklich einer meiner schönsten Drehs, finde ich so. Ja, ich finde auch, es ist ein reibungsloser, nice Dreh. Ja, sehr nice. Ja. Stark. Aber eben, das grosse Tape kommt, ich freue mich fest. Ich freue mich fest auf den Song auch top. Ja, und auf das wollte ich hinaus, genau. Und eigentlich habe ich wie gewusst, okay, ich muss den Song erst dann droppen, wenn ich die richtigen Leute auf das Video und bla bla. Und eigentlich ist das Tape nur ein Geschenk zu Top dazu. Das ist krass, Bro. Checkst du? Das sind einfach Songs, die ich noch hatte. Also das Tape kommt eigentlich nur, weil du den Song droppen. Ja, und weil ich will, dass so viel wie möglich um den Song herum passiert. Und darum gebe ich noch das Tape dazu, so als Goodies. Weißt du, so. Stark. Sind ja mit Top zusammen noch 5 neue Songs. Du hast nur 2 Features. Nur 2. Native und? Der Paul for President. Ich sage euch, Jungs, Paul ist von Vinti. Reden wir über deine Protégés, die du hast. Ey, Mann. Ich bin stolz auf sehr viel auf jeden Fall. Mit Partnern arbeite ich ein bisschen enger. Der Paul. Philly. Isma natürlich. Also Philly, ich muss sagen Flyboy Philly, Englisch. Isma, wissen Bescheid, weißt du? Bro, also ich sag dir auch hier und jetzt, wir haben schon vorher geredet, aber Isma, Bro, es tut mir weh, dass er Musik macht. Wieso? Weil er ist so ein guter Schauspieler. Ich weiß. Er will das aber nicht, vernachlässigen. Er ist so ein guter Schauspieler. Ja, ich weiß. Und ich finde es schön, dass er seinen Output hat jetzt und findet, ich mache meine Kunst. Aber Bro, der Typ gibt mir die gleiche Vibe wie du 2018. Ja. 100%. Ja, voll. Also weißt du, weil er hat Hunger, Bro. Ja, voll. Er kommt mit der gleichen Energie. Er kommt mit der gleichen Energie, Bro. Ich habe mit ihm für meinen Film Derdo, wo ich ja jetzt am fertig machen bin, habe ich mich vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren schon getroffen mit ihm. Zum D3. Also zum über das Reden. Weil ich habe ihm dort gesagt, du bist meine Hauptrolle für den Film. Und das erste Mal haben wir uns dort gesehen. Und wir sind in einem Hotel, in einer Hotelbar gsi, haben irgendwie zusammen etwas getrunken. Und es war so ein gutes Gespräch gewesen, weil er hat so Hunger, Bruder. Er hat so ein krasses Mindset. Bro, das ist schlimm. Er ist das erste Mal ins Studio gekommen. Der Kollege von mir, der Dennis, hat mir einen Song gezeigt.
Er so, hey, los mal, er so, hat er kennengelernt an einem Dreh und so. An meinem Dreh, ja. Haben sich kennengelernt. Also hat er kennengelernt, er hat meistens Songs mitgeschickt. Ich so, okay, geil. Er hat mir die Songs gezeigt. Ich los den ersten Song, ich gerade so, ich so, Bro. Also was so, du wolltest sagen, Isma ist bei dir wegen mir eigentlich? Wenn du so willst sagen, gebe ich dir den Hack. Also, komm einfach nicht mit Prozent oder so. Nein, musst gar also nicht ich habe ihn gemacht eigentlich. Eigentlich so. Krass. Okay, so. Ich wollte nicht mehr... Genau, ich bin nur so nebendran, einfach ja, Begleiter. Ja. Danke auch für deinen Einsatz. Alles gut, Bro, alles gut, gerne für dich. Gib ihn zurück jetzt. Ist gut, ich sage ihm. Nein, auf jeden Fall, ich habe einen Song gehört, bin überzogen gewesen, ich habe Dennis gesagt, ich soll rufen ins Studio. Er ist ins Studio gekommen und ey Bro, er ist eine Woche später oder so ins Studio gekommen. Wir hocken an, wir haben uns heute gesagt, wir hocken an im Sofa, auf dem Sofa. Er schaut mich an, so 5 Sekunden, ich merke so, er beobachtet mich so, weißt du. Ich so von der Seite, weißt du, und ich so, willst du etwas trinken oder so, weißt du. Er so, ja, voll, so. Ich gehe trinken holen und während ich am Kühlschrank laufe, er so, hey Bro, weißt du was? Ich so, was? Er so, ich habe vor 2 Wochen manifestiert, dass ich wieder da in deinem Studio hocke. Bro, jetzt bin ich da. Er sagt das immer, genau so, ja, voll. Er ist so eine, ja, er hat mir voll. beim ersten Treffen gesagt, er so, Bro, ich glaube, ich werde einer der grössten Filmer in der Schweiz. Er so, Bro, du musst nicht glauben. Nein. Er so, manifestieren Scheiß. Ja. Er so, glaub an den Scheiß, Bruder. Und ich so, ja, voll. Er so, hör auf lachen. Er so, hör auf lachen, Bro. Ja. Er so, glaub aber du wirst es. Isma ist der G, was das angeht. Alter, er ist er ein fucking so, G. er so, ja, ich habe es manifestiert. Ich so, okay, dann weiss ich, du bist der... Bro, ich habe ein paar Venue gelesen. Und ich fühle den Sack so krass. Bro, mein grosser Bruder, 34, Bro, hat mir geschrieben, er so, Isma ist der, Bro. Nach dem Song, er so, Isma ist der. Der wird so Bro, wir sind an einem krass. fetten Tape dran, wo ich auch einfach nur produziere und er hat richtig krankes Zeug da drauf gemacht, Bro. Und 2 Songs haben wir noch zusammen und er hat auch 2 Features, die wir am Planen sind, die sehr überraschend werden kommen, die auch auf dem Tape werden vertreten sein, Bro. Bro, Krank, sorry, krank. es ist eigentlich nicht seine Folge. Ich habe ihm gesagt, du kommst auch im Podcast. Ja. Aber ich so, warten wir. Ja. Weil es Bro, wird ganz krass, glaub Bro. mir. Es wird ganz krass. Wirklich, wir haben jetzt die nächsten 2 Jahre eigentlich fast schon durchgeplant und das ist ein kranker Plan, Bro. Aber Bro, das ist eben auch so etwas. Hättest du, natürlich, du hast Hilfe von einem Karim gehabt, wo Klar. dich auch deinen Rücken gehabt hat Klar. und so. Aber Bro, Aber es ist nicht ein Gleichgesinnter. es ist nicht ein Gleichgesinnter. Ich glaube, das ist es eben, ja, voll. Und ich glaube eben, du machst mit deiner... Weil, Bro, du gibst nicht viel in die Hand, finde ich. Also weißt du so. Aber jedem, wo du sie gibst, ziehst du massiv, Bro. Voll. Absolut. Und was du für einen Isma machst, Bro. Ja, absolut. Aber eben, das ist so... Ich weiss, wenn ihr die Folge mit ihm habt, ich muss nicht sagen, was ich für ihn mache. Ja. Ich weiss, wie dankbar er mir ist und ich weiss, er wird mir das zusprechen. Natürlich weißt du? hast du deinen Hack, Bro. Und darum, checkst und das Ziel auch an meiner Mission und an dem Kollektiv, das ich auch so ein bisschen gegründet habe, namens God Bless City, ist, dass es im Schatten agiert. Checkst, es ist nicht das Ziel, dass es ein Label ist und er muss den Namen über seine... Ja. Ich sage immer wieder, wenn er God Bless City seine Beiträge markiert, und so, ich sage, ich mach das nicht, weißt du? Tu uns so, als würde es uns nicht geben, das ist mir am liebsten, weil du sollst scheinen. Checkst, und Leute sich fragen, ist er bei einem Major, ist er da, ist er dort? Nur deine Qualität sollte für dich sprechen. Das ist crazy. Das ist crazy. Aber ich glaube, es funktioniert gut, er steht für sich allein, so Isma. Boah, ich freue mich, Bro. Ich freue mich, was ihr macht. Mega. Bro, ich finde, es gibt noch eine wichtige Frage, die ich dir unbedingt stellen sorry. Und zwar, stell dir vor, du bist jetzt wieder in 2018. So, du siehst dich selber 2018, wie du kurz bevor du an Cypher gehst, bevor du weißt, was die Schweiz von dir haltet. Was für ein Advice gibst du dir selber? Das ist eine schwierige Frage. Ne? Boah. Ich frage mich, was für einen Advice könnte ich mir geben, der wirklich hittet. Weil im ersten Moment hätte ich einfach gesagt, bleib cool. Ja. Checkst? Es kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt. Ja. Und irgendwo durch auch... Sorry. Ich habe gerade an dich gedacht. Ich so, der wird mich kaputt schlagen. Jene, hoi, willkommen. Wir können nachher noch mal eine Folge aufnehmen, weil jeder sagt mir die ganze Zeit, mach noch mal eine Folge mit Jene und dem Ich habe es so kurz wie uns wird, wenn wir auch eine zweite machen. Alter, shit, ich schwöre, du musst wirklich wiederkommen. Weißt du, Komm aber erst, wenn du einen blauen Haken hast. Stimmt. Über das müssen wir reden. Genau, Advice, du hast gesagt, bleib cool. Ey Mann, bleib calm und ich glaube, vergiss nicht, wieso du da bist. So. Weil du verdammt stark bist. Ja. Und gut bist, so wie du bist. Und das habe ich auch damals am Isma gesagt, bevor er an Cypher ist. Auch am AJ gesagt, bevor er an Cypher ist. So, Jungs, es gibt nur einen AJ, es gibt nur einen Isma, es gibt nur einen von euch. Ihr könnt es nicht versauen. Ja. Checkst du, was ich meine? Es gibt einen. Ja, es ist schon lange Zeit.
Du musst gehen, ne? Ich muss mich verpissen, ja. Shit, ja. Okay. Hey. Also machen wir noch eine Frage stellen, eine Community-Frage, weil wir haben wieder das Fragesticker gemacht und wenn wir es wieder nicht nehmen, wäre ehrenlos. Ja, das stimmt. Aber was würdest du denn sonst noch seine grössten Influences beschreiben? So? Abgesehen von Kendrick und A$AP. Gibt es jemanden in der Schweiz, der nennenswert wäre? Abgesehen von Don Fego und alles, was du gesagt hast. So musikalisch, wo du auch noch anschaust. Pronto, das kommt mir jetzt vielleicht nicht so gut, weil ich werde schon mega vergleichen mit ihm. Ja. Aber ich glaube einfach vor allem produktionstechnisch. Also ich bewundere hure, dass er all sein Shit selber produziert. Ja, also dass er bis zu den Beats auch vieles selber macht. Das bewundere ich hure so. Ich könnte jetzt nie einen Sound machen, so wie er, wo ich bin zu fest so Rapper. Ich glaube, ich bin viel mehr Rapper, als jetzt ein Pronto so ist. Sein Vibe ist wirklich vibe-bezogen, aber rein produktionstechnisch schaue ich jetzt da zu ihm recht auf und voll, aber sonst gibt es eigentlich wirklich jetzt niemand, zu dem ich würde wirklich raufschauen. Auch zum Pronto wirklich raufschauen, sondern mehr, ich bin fasziniert. Jemand schreibt gerade, mach mal Feature mit Pronto. Bro, das wollen die Leute schon sehr lange. Wir sind immer wieder in Kontakt gewesen. Wir haben schon stündige, zweistündige Telefons gehabt. Stark. Kann man da etwas droppen? So? Kommt etwas oder nicht? Ey, es ist nicht offiziell in Planung. Okay. Es gibt 1-2 Songs, auf die ich ihn gerne hätte. Ja. So. Aber ich habe ihn noch nicht mehr als einmal gefragt. Ja. So. Okay. Weil ich auch nicht so ein Aufdringlicher bin oder so. Und ich respektiere es. Bevor bekannt wird, kommt ein Podcast nachher, dann kann ich mal Clickbait machen. Wir sagen, dieser Rapper hat ein Feature mit Pronto. Direkt. Ist gut. Aber ich bin jetzt auch schon an 3 Konzerten von dir. Und ich finde, du machst auch du hast immer deinen Rücken dabei, du machst eine geile Show. Was ist deiner Meinung nach dein bestes Konzert? Das beste Konzert gewesen? Ja. Also ich glaube, das, was am speziellsten war, ist das erste in Winter gewesen. Das ist Ende 2021 im Neuwiesenhof gewesen. Ja. Wo der Blade auch am gleichen, wo Blade und ich wie sind. Shoutout auch Blade, too late. Und das ist glaube ich dort gewesen, weil das ist wie meine Taufe gewesen. Ja. So, ich bin noch nie in Winter gewesen, 4 Jahre irgendwie nicht in Winter auftreten, 3 Jahre oder so. Ich habe bewusst auch jeden Auftritt abgesagt, um es wie. Ja. Und das ist schon ein kranker Moment gewesen, weil das ist wirklich so. Das klingt ein bisschen dumm, aber ich finde Albani-Fest. Albani-Fest ist auch nochmal so, glaube ich, nochmal eine höhere Stufe von dieser Ufer. Das habe ich mich auch offiziell, glaube ich, einfach zementiert als der Brüder von Vinti, so, weißt du. Stark. Aber ja, voll, ja, gib ihm. Bro, ich habe eine Frage so, nämlich 100, also zum Abschluss. Der Loris.mele fragt. Shoutout, kenne ich. Er sagt, kannst du dich noch an deinen Fahrradzieher mit Nasenbruch erinnern auf dem Flüeli? Bruder, was für ein Fahrradzieher hast du mal mit Nasenbruch? Ich habe jemanden einen fetten Nasenbruch. Du hast jemanden einen Ja, Bro. Wie? Beim Fahrradzieher? Scheiße, beim Fahrradzieher, Bro. Habe ich Feld bewusst oder? Damals. Nein, Bro, sicher nicht. Und ich habe rote Karte bekommen. Bro, nein, ich schwöre. Du musst nicht aus mir rausholen, Bro. Ich schwöre. Nein. Ist er geil sich oder nur so? Nein, ist ein Liebesdienst. Er war von Red Star, glaube ich. Mein ein paar Mal gegen die Jungs gespielt, sind cool gewesen, alle und so, aber es ist so eine scheiß Situation gewesen, Bro, man. Er war selber schuld, Ball in der Luft, nach einem Eckball abgefälscht, er in der Luft, ich sehe den Ball in der Luft, ich habe gewusst, ich mache den jetzt, Bro. Und als ich schon mit so war, sehe ich ihn kommen, er macht Kopfball im Ball und geht am Ball vorbei und ich ihm entgegen so, Bro. Direkt in seine Nase, Bro, mit voller Wucht habe ich in seinen Kopf gekickt, Bro. Seine Nase war gebrochen. Rote Karte, Bro, ich habe ihn versucht. Dort, du sagst, sorry, tut mir leid, am Anfang, du sagst nicht, Bro. Tut mir leid. Das ist heftig, Mann. Das ist was ganz heftig. Was hat Sag mal. Sag mal, Bro, sag mal. Wieso? Ich will es wissen, Bro. Er war, glaube ich, in Schweiz, in Shipping, glaube ich. Okay. Spannend. So was, Shoutout, Bruder, Shoutout. Alles gut, hör auf, lass mich in Ruhe. Liebe, schon mal drüber sicher gehen. Bro, look, es gibt jemand anderes in der Runde, der schon gegen Shippis geschossen hat und der steht noch. Der steht Bro. Ich kann nicht gegen Shippis geschossen. Bro. Deswegen. Bro, darf ich dich fragen? Was machen die Frauen, wenn sie wollen Jungfrau bleiben? Aber trotzdem, wenn etwas... Ja, sie lassen sich... Ja? Ja. Sag. Oder? Was bist du? Was? Ja, wenn ich jetzt sage, dass eine gewisse Ethnie das vermehrt gemacht hat... Ja. Ist das dann gegen... It's a trap, kann nicht rein. Warte, ist das dann gegen Albanerinnen schiessen?
Oh shit. Wenn er sagt, dass die so sind, sag mir nicht, ist nicht gegen Ethnie, sag mir nicht. Bro, es ist nicht. Es ist schon ein bisschen, Bro. Es ist eben schwierig, weil... Aber Bro, ich habe schwarze Kollegen. Bro, er kann ja nicht falsch meinen. Also, du bist ein Kollege von ihm, wie soll das falsch meinen? Ja. Bro, es ist ein Fall, Bro. Ja, Jede Antwort ist eine falsche Ich überlasse Antwort. das bei der Frage. Ich überlasse bei der Frage einfach. Okay. Aber stark. Ja, also ich muss den Fisch machen, Er langsam. muss in die Südkurve. Nein, muss ich nicht. Ich muss auf den Match schauen. Sehr Aber... In der VIP-Ding. Genau. Ah, stimmt, Mit Loge. 4-Gang-Menü und so, natürlich. Ja, Jungs, es ist ein bisschen schade, weil ich will eigentlich viel länger gerne. Ja, wir müssen eine zweite Folge machen, Jungs. Unbedingt. Sorry, Ich dass habe ich das so sage. aber alles wir ist, müssen- aber ich kann gerade sagen, das Gute an dem ist jetzt, wir wollen unbedingt noch mal das zweite Mal machen. Voll. Aber ich weiß, dass wahrscheinlich nicht das in den nächsten 6 Monaten wird passieren, weil wahrscheinlich passieren noch ein paar Chess-Moves, bevor du zu uns kommst. Deswegen... Lassen wir noch ein paar Sachen passieren. Es Ja, passieren noch ein paar Sachen Ja. über den Sommer und so, ja. Ich Lassen wir würde ein paar sagen, Sachen Ende Jahr. passieren. Genau, gegen Ende Jahr wäre gut. Ja. Wer weiß, vielleicht sieht man sich am Event, weißt du, wo wir ja auch dort rum sind am Hosten. Wer stimmt. weiß, Bruder, du bist nicht allein unterwegs dort. Ah ja, Bruder, verstehst du? gut, Wind im Rücken. Thai-Boxer Stadt. Du hast nochmal jemanden von Thai-Boxer Stadt, Bro. Ich will sagen. Er hat schon geschaut, also Hey. Legend, ja. Geil. Ja, Nein, fix. Jungs, Danke hat vielmals, mich bist du dabei gewesen, Bro. Ich Danke. hoffe, es war für dich einigermaßen okay gewesen. Ich freue mich 100 schon aufs nächste Mal extrem. Ich auch sehr. Es schießt mich an, dass es ein bisschen länger geht, ehrlich gesagt. Ich würde am liebsten gerne mit dir reden, wenn das Thema rauskommt. Aber ich schreibe dir einfach privat, Bro. Ich schreibe dir schreib's einfach mir. Insta-DM, ich schreibe dir, Bruder, wie hast du gemacht? Bruder, schreib. Ich schreibe dir Ich direkt. bin immer ready zum Advice geben. Danke dir vielmals für den schönen Tag. Ist geil gewesen. Ich hoffe, die Schweiz sieht jetzt ein bisschen mehr vom Jamal. Ich hoffe, er ist auch greifbarer. Ich glaube schon. Wolltest du noch den Leuten etwas sagen, Joel? Ey, ja, voll. Ich bin auch, eben, wie gesagt, mein Ziel ist, mich greifbarer zu machen für euch alle. Und ich weiß, dass ich durch, wie ich mich verkaufe, sehr eben nicht greifbar bin. Und vergessen nicht, ich bin auch nur einer von euch. Ich bin auch nur einer von Vinti, der irgendwie etwas am Machen war und seinen Traum verfolgt hat. Und ich habe einfach sehr grosse Ambitionen, ich halte sehr viel von mir und das zu Recht, weil ich sehr viel arbeite und jeden Tag an meinen Fähigkeiten arbeite. Und ich stehe für die nächste Generation. Sehr, sehr viele Künstler, die ihr alle werdet fühlen in den nächsten 3-4 Jahren. Begleite ich im Hintergrund und hoffe, dass ich somit etwas machen kann für Schweizer Rap. Also ich mache das Shit sicher nicht nur für mich, wenn überhaupt 50%. Ich mache das für Schweizer Rap und ich mache es für uns. Ja, Mann. Geredet Schön, wie Mann. ein Löwe. Schön, bist du da gewesen. Wie ein Thai-Boxer. Als letztes heute, bevor wir gehen, Jenny, komm schnell. Sag schnell deinen Spruch. Deinen Signature Move. Dein Signature Move, wo wir als Knopf verewigt haben. Ah, fucker. Legend.